Hi, hoi. Ich tue heute mit dir zusammen das Planet Zoo, wie du vielleicht siehst, ausprobieren. Und zwar, es hat gerade vor kurzem ein Update gegeben, das 1.7.0. Eigentlich hätte ich es am gleichen Tag machen, aber da ich so verkältet war, ist das leider nicht gegangen, weil sonst hättest du mich nicht verstanden oder hättest du dich gruselt ab meiner grusigen Schnuddernase oder weiss doch auch nicht was. Darum mache ich jetzt das heute und das ist jetzt 2 Tage später oder so, nachdem es rausgekommen ist. Was wollte ich noch sagen? Ja, und ich zeige heute das neueste DLC und ja, das wäre nämlich das Nordamerika-Tierpaket. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen will, weil ich werde eigentlich dann in Zukunft die weiteren auch noch rausbringen und die vorherigen auch. Weil ich habe jetzt ein bisschen später mit angefangen, obwohl ich das Game schon sehr, sehr, sehr lange habe. Aber ich bin mir so unsicher gewesen, ob ich es wirklich aufnehmen soll oder nicht. Aber eben, es ist eines meiner Lieblingsspiele und warum soll ich es dann nicht aufnehmen? Oder? Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt das. Oh, excuse, hoffentlich nicht zu laut gewesen. Und darum starten wir jetzt das mal so, wie ich mir das überlegt habe. Eventuell muss ich es ein bisschen, ein bisschen schneller machen. Eben, ich habe da schon eins angefangen. Und fange so ein bisschen die Grundsteine gelegt. Also es ist eine Sandbox-Variante, weil dort ist gerade alles dabei. Ich werde dann vielleicht auch ein paar Zeitszenarien noch zeigen, weil die Karriere die habe ich schon komplett durch. Aber wenn du dir das wünschst und das in den Kommentaren so schreibst, mache ich sonst die Karriere nochmal komplett. Aber ich habe jetzt da so das Grundding herbauen. Also, das heisst, also da so ein bisschen, wie nennt man es? So Quarantäne, weisst, und Tier, wie sagt man da? Warte, hier, wo habe ich es hergestellt? Da. Ja, das Forschungszentrum und das Tierhandelszentrum und die Tierarztpraxis und so weiter, für das gemacht ist. Und zwar eine neue Welt. Also das ist jetzt alles eine neue Welt. Und dann gibt es dann irgendwo einen Cut hier und dann kommt dann das nächste dran. Also hier auf dieser Seite habe ich gedacht, und jetzt fangen wir mit Nordamerika her. Und zwar das Neue. Und dann schauen wir, vielleicht kommt dann auf dieser Seite etwas anderes von Amerika. Aber da muss ich dann noch genau schauen, wie ich das machen will. Eben. Ich bin mir selber noch so sehr unschlüssig. Und ich muss noch dazu sagen, ich bin absolut kein Pro-Gamer, wie in jedem von meinen Games. Sondern ich mache das einfach spaßeshalber. Das ist auch ein Grund, warum ich das nicht gerade von Anfang an aufgenommen habe. Also gut, dann habe ich, als ich es hatte, das Game, habe ich noch überhaupt nichts wegen Aufnehmen gedacht. Aber, was soll ich sagen? Ja, weil es gibt so viele, die das so gut können. Einfach so schöne Sachen können bauen und haben Ideen haben. Und ich habe auch Ideen, aber ich kann sie nicht umsetzen. Ich bin einfach im Bauen und im so Sachen so schön machen. Einfach nicht so, ich bin einfach nicht so, wie sagt man, so kreativ wäre ich glaube schon, aber ich bin nicht so, mir fehlt das Wort, geduldig. Ich bin absolut nicht geduldig, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich möchte am liebsten das einfach gerade können und einfach alles, dass es gerade hübsch aussieht. Und wenn ich neben jemandem sehe, der das so gut kann, denke ich eben schon nur so, Scheiße, warum kann ich das nicht? Ich möchte das auch können und warum kann ich das nicht? Und warum können die das so gut? Und dabei fehlt einfach Geduld. Und was bei mir auch das Problem ist, ich möchte alles gerne selber herausfinden. Ich gehe überhaupt nichts googeln, weil vielleicht, wenn ich es googeln würde, dann würde ich Sachen herausfinden, wo ich da hocken würde und denke so. Aber das mache ich nicht, sondern ich tue einfach immer alles selber ausprobieren und hoffe, dass ich es irgendwie mal herausfinde. Und ja, also. Jetzt, beim neuen DLC, das ist ja jetzt das Nordamerika-Tierpaket. Tierpaket, eben, es hat neue Tiere gegeben. Und zwar 8 verschiedene. 7 Kegtiere, 1 Vivarientier. Ja, der Ochsenfrosch ist nicht das Vivarientier. Und es hat nämlich sehr cooles gegeben. Ich glaube, jetzt können wir da sogar den Filter... Ah nein, geht gar nicht. Aber hier können wir jetzt einen Filter setzen. Und zwar können wir jetzt da Nordamerika. Gut, da hat es natürlich auch alle dabei. Schade, kann man das nicht hier auch so eingeben? Weißt du, dass wir jetzt zum Beispiel können sagen, nur alle die neu sind. Aber ich weiss es, welche das neu sind. Zum Beispiel das amerikanische Biberli. Und der Elch, der ist neu.
Und der kalifornische Seelöwe ist neu. Mississippi Alligator. Der Polarfuchs. Puma. Da der Schwarzschwanzpräriehund. Und das Terrarientier, wo haben wir es? Da, nordamerikanischer Ochsenfrosch. Ja, auf alle aufgezählt, aber ich denke es. Jetzt werden wir die einfach nach da herbauen. Und machen das so ein kleines nordamerikanisches Dingserli-Dangs. Also vor allem einfach die neuen. Ich schaue es so ein bisschen an, aber eben musst nicht erwarten, dass jetzt das der Hure schön wird oder so, gell? Und für das bin ich nicht bekannt, dass ich etwas Hure schön mache. Hey, ich mache es, ich baue es her, ich gebe mein Bestes, das kann ich versprechen, also ich gebe wirklich mein Bestes. So, wirklich. Das habe ich schon gerne gemacht und ich probiere noch mein Möglichstes, aber manchmal gibt es halt einfach so Momente, wo es einfach halt nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. Also, jetzt machen wir anfangs mal den Weg. Habe ich gut gemacht, gell? Ist fast gerade, he? Wunderbärchen. Und dann müssen wir uns heute überlegen, was wir wollen. Und jetzt können wir hier schauen. Zum Beispiel das Biberli wäre noch interessant. Wenn wir echt das als erstes. Hey, der Biber. Können wir echt da nicht irgendwie... Nein, es geht eben wirklich nicht. Dabei wäre das so gäbig. Oder wenn wir zuerst das Wasserviech? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange mit dieser Frage auseinandersetzen. Nein, wir machen zuerst das Kleines. Wir machen zuerst das Kleine. Und ich... Ja. Wir machen jetzt zuerst das Kleine. Wo haben wir? Der Präriehund. Schwarzschwanz heisst der, gell? Schwarzschwanz-Präriehund. So. Hast du gesehen? Da. Und jetzt können wir heute schauen, wie viel das die brauchen. Weißt du, so in einer Gruppe, wie viel fühlen sie sich am wohlsten. Und das ist nämlich sehr wichtig. Mindestens 2. Und dann geht es ja noch. Eben polygyn sind sie, also sie haben mehrere Partner, das spielt dann absolut keine Rolle. Nicht einmal, ob sie verwandt oder verschwägert sind, spielt dann absolut keine Rolle. Die Gäste können sogar ins Keg. Jetzt das Viech, das die zusammen können. Ah, mit dem Bison. Warte schnell, müssen wir das so... Das wäre doch jetzt so gäbig gewesen, hast du gesehen? Weißt du, dann drückt man doch hier drauf, dann wäre doch gäbig, wenn das amerikanische Bison würde kommen. Das wäre auch eigentlich auch mal so gewesen. Vielleicht ist es bei mir auch nur ein Bug. Also ein amerikanisches Bison. Dann tun wir da halt die Guchsel. Da, amerikanisches Bison, aber da dürfen auch die Leute nicht rein. He? Nein. Weil wir könnten ja hier am Anfang so wie einen kleinen... Weißt du, so einen Eingang machen, wo sie dann so Tierchen streicheln können. Hey. Findest du das auch so eine gute Idee wie ich? Jetzt weiss ich jetzt auch gar nicht, wie ich das umsetzen will, aber irgendwie muss ich da wieder den Weg auch fortnehmen, sonst kann ich nämlich den Besucherweg nicht machen. Oder haben sie eigentlich Angst? Wir machen es einfach mal. Eben, wenn du dir das wünschst, dann können wir das auch mal ganz schön machen. Und dann lese ich mich auch rein. Hey, dann gebe ich mir noch mehr Mühe. Aber dann musst du so herstehen und sagen, «Oh Lex, ich möchte gerne, dass du dir dahin Mühe gibst. Ich möchte gerne richtiges Pro-Gaming mal sehen von dir.» Und dann lache ich zuerst mal eine Runde. Und dann schäme ich mich. Und dann gebe ich mein Bestes. Oder noch besser, als ich es jetzt probiere. Also die brauchen, glaube ich, nicht so einen hohen Zaun. Aber ein bisschen länger, bitte. So. Ja, sonst sind wir ja da noch in 1000 Jahre dran, oder? Können wir das rund? Nein, das können wir leider nicht rund. Das sieht echt mal hübsch aus, wenn das ein bisschen rund wäre.
Spätestens, wenn ich in die Aufnahme hineinschaue, so, du dummes Kind. Also. Dann tun wir jetzt mal das Inhaltspaket, weil leider Nordamerika... nordamerikanische Pack hat es leider nichts zusätzlich gehabt. Aber es hat schon, es hat tonnenweise Sachen, die man sich drin versäumen. Ist es so. Ist es so. Es hat wirklich kiloweise Sachen. Wirklich eins schöner nach dem anderen. Also man könnte hier wirklich Zeug daraus machen, ich sage dir's. Gästebarrieren und das ist so auch neu. Gästebarrieren, die sind neu. Die sind mit dem Update gekommen, mit dem 1.7.0. Das haben wir noch merken. Also, jetzt sollten echt schon die ersten Leute kommen, oder? Oder haben wir es nicht offen? Da. Zufriedenheit 0%. Hast du gesehen, der DLC-Zoo ist schon eröffnet. Also. Jetzt haben die langsam die Quarantänephasen überstanden. Und jetzt machen wir hier noch ein Ding. Schau, das ist nämlich etwas Cooles. Mit dem habe ich mich bisher leider auch zu wenig befasst. Weil in diesen Updates kommen gegen so viele Sachen, dass man manchmal schon fast überfordert ist. Weil es so viel Zeug gibt. Also, hier. Dann tun wir so eins herstellen. Und dann kommen da noch die Tribünen nämlich her. Und dann können sie eben gerade zulassen. Ich hoffe, das ist im richtigen Umkreis. Keine Tierart zugewiesen. Ja, das ist so. Das ist noch nicht drin. Mit Sitzbereich verbinden, sowie verbinden. Voilà. Also. Eben, hast du gesehen? Ein krankes Tier entdeckt. Wenn wir jetzt die schon ins Gehege rein da, dann wären sie alle zusammen krank gewesen. Hätten sie alle zusammen da die Listerossia gehabt. Das wäre dann nicht so toll gewesen. Also, jetzt müssen wir schauen. Aber es hat schon solche, die fertig sind, oder? Ihr habt schon die Quarantäne überstanden. Dann könnt ihr fängst da nach daher bewegen. Oder herbewegt werden, je nachdem. Dann tun wir da noch etwas zum Spielen drin. Oh, ein Tunnel. Süßlich. Süßlich. Dann können wir noch das Licht einschalten, dann würden wir noch ein bisschen mehr sehen. Oh, wir sollten büssen. Ich sehe noch nicht ganz gesund. Immer noch nicht ganz gesund, genau, das wäre das richtige Wort gewesen. So, und oben drauf tun wir noch ein Plotschi her. Und irgendwo kommt dann noch ein zu essen. Haben sie nur das? Ah, hast du gesehen, du hast schon ein Loch graben. Machst du nicht alles kaputt, du Sauhund, gell? So. Das hier tun wir jetzt Schwarzschwanzprärie-Huhn. Und dann tun wir da immer im, was haben wir, Oktober. Wir sagen immer im Januar. Dann tun wir dann jedes an einem anderen Ding zuordnen und dann sollte das eigentlich gut kommen. So, noch ein Essenstablett natürlich. Und das Wasserli können wir auch noch, aber weißt du, wir tun doch eins buddeln, oder? So, kommt da die Futterplattform her. Das sieht ein bisschen zu fest aus, Dingserle da. Also, jetzt klicken wir da mal auf einen drauf. Ist da keiner mehr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hundis. Hä? Sind die alle unter dem Boden, oder was? Weiss wo? Ich habe die gehört. Da. Eben von denen tun wir dann noch ein paar mehr reinschmeissen. Ist das richtig gefüllt ist da drin? Hä, was? Ist das nicht genug stabil? Oder zu wenig gross, oder was? Müssen wir dann auch noch ein bisschen? Dann probieren wir doch das.
So. Also. Ja, Pfiff. Darum. Kleines Schnauzi. Zu viel längs Gras. Da tun wir doch noch ein Ding her, ein bisschen Herd. Das sieht auch gut aus. So. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich noch eine Pumpe herzutun, gell? Und sonst haben wir dann das Geschenkchen. Nämlich dreckiges Wasser. Und an diesem Geschenkchen haben sie dann nicht Freude. Dann müssen wir uns dann zusammenschiessen. Also, da müssen wir jetzt wieder schauen, wegen den, dass es den Leuten nicht haben, gruselig täuscht. Oder? Ist ja ganz schlimm, wenn man sieht, dass da etwas ist. Warum zum Geier gibt es kein Ding? So schließt sich das nicht am Weg an. Ja, da musst du auch nicht unbedingt ein Ding. Ja. Ja, da ist das zu nahe. Das ist blöd, dass es den Leuten nicht gefällt. So, jetzt müssen wir es noch umkehren. So. Geht das überhaupt bis dorthin? Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Also. Nein, da. Ich muss nochmal hier drücken. Schau, dann geht es. So. Ah, haben sie das Essen geschossen? Jetzt hast du gedacht, was ist jetzt das für ein Kackenhaufen? So, jetzt können sie da schön saufen. Mal wie das Wasser schön aussieht. Ich brauche gerade selber ein Schlückchen davon. Eben, jetzt hat schon das Baby gegeben, schau. Siehst du, wie süß das die sind? He? Ah, kleines Baby. Du hast gesehen, sogar ein goldiges Heilanddonner. Also, das nächste Tier. Und dann kann man dann hier den schön rauslatschen. Jetzt müssen wir es nicht mehr so breit machen. Ah, das Ding, den Ochsenfrosch hätte ich noch reinschmeissen wollen. Eigentlich. Ja, nein, hier. So. Und dann könnte man nämlich da hinten dran tun, habe ich mir vorgestellt. Also, und zwar brauchen wir ein Vivarium. Hat es eins, das ein bisschen amerikanisch ist? Aquatisch und australisch und indisch und ostasiatisch und Planet Sonic.
Aber ich denke, neue Welt ist auch das, was am amerikanischen... Aber Südamerika, das ist nicht das Gleiche. Klassisch denke ich eher, das ist eben so das Europäische. Und neue Welt... Hätte ich jetzt gesagt, passt eher so zum... Also, tun wir das da hier schön her. Oh. Jetzt kommt man da natürlich rundum. Hey, machen wir doch. Dann tun wir da den Weg ein bisschen grösser machen. Wir haben ja nicht gleich. Wir müssen es noch ein bisschen kleiner machen. So. Genau. Es lenkt ja von zwei Seiten. Oh. Ja, das ist jetzt auch schon das Problemchen. Es lenkt von zwei Seiten, habe ich ja gesagt. So, dann tun wir da noch nichts. Und zwar der Ochsenfrosch. Wenn wir da eigentlich zwei nehmen? Wo haben wir ihn? Das sollte echt das oberste sein, oder nicht? Warte schnell. Ist er amerikanisch? Da, Ochsenfrosch. Haben wir ein Männchen und ein Weibchen, oder? Dass sie ein bisschen jüngeln können. Aufnehmen und aufnehmen. Oh, wow. Das hat jetzt gerade hübsch ausgesehen. Schau, wie schön. Wow. Das finde ich wirklich ganz schön. Oh, schau, da schwimmt er. Und wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Es sollte ja zwei drin sein, oder? Denen gefällt es noch gerade nicht. Schau, wir müssen zuerst alles schön einstellen. Da ein bisschen höher, da auch noch ein bisschen höher. So. Das Fenster können wir offen lassen. Dann tun wir noch eine sündelige Lampe her. Wir klatschen jetzt einfach mal alles rein, was es gibt. Hast du gesehen? Oh, schau wie schön. Können sie aufklettern. Versunkener Stamm. Und noch einen zweiten. Wo ist der? Da hinten. Wow. Da hat es noch mehr Zeug. Schau. Oh. Mangrovenwurzeln. Da können sie noch ein bisschen die Höhe hoch. Schau. Sehr schön. Das gefällt mir. Du hast gesehen, schön neben dem Teichli. Also, das nächste Tier. Bevor wir uns da schon wieder vergessen. Was gehört jetzt noch? Ah, der Biber. Wir haben gerade als nächstes den Biber. Hey. Nein, nehmen wir einfach den Biber. Noch ein Männchen. Oh, wie sind die? Wie sind die? Sind die auch Polygyn? Oder sind die... wie heisst dieses? Monogam. Ja, monogam. Das ist monogam, das Viech. Schau. Da können Gäste oder durch. Wenn wir echt gerade den Streich und so weitermachen. He? Ja, machen wir doch. Ich finde das ganz cool. Dann können wir vielleicht schauen, dass da das Wasser unten durchkommt. Dann können die Leute so oben durchlaufen. Einfach das Keks, sollte man das vielleicht nicht aus Holz machen, oder? Das bin ich mir gerade unsicher. Oh ja, stimmt, das habe ich nämlich auch noch vergessen zu schauen. Können die überhaupt klettern? Durstig. Die kann saufen. Da hinten, schau, hat sie gelunken. Wo will ich denn schiessen? Das würde ja hier stehen, oder? Nö, das würde es heissen. Ah, da kann man jetzt sogar... Ist das schon vorher gewesen? Wie viel, wenn man 4 hat zum Beispiel, wie viel das muss sein? Okay. Was soll ich jetzt wollen? Aha. Kann man echt das machen, so unten durchzugraben? Wir könnten jetzt auch selber vielleicht ein Brückchen machen, he?
Kann ich das? Also, jetzt schauen wir nochmal. Weißt du, wir können auch heute gucken, gell, bei diesen Viechern. Nein, warte, wir schauen gerade hier. Gerade direkt. Ah, amerikanischer Biber. Da. Nicht aus Holz! Hast du gesehen? Du hast jetzt nämlich wirklich angefressen, das Zeug. Also nicht aus Holz, aber sonst spielt es nicht so eine Rolle. Dann müssen wir das hier auch heute ändern. Barriere. Wie hätten wir das? Die finde ich gäng hübsch. So. Der hier. Tak, tak, tak. Oh, das ist gut. Das passt noch gerade so knapp. He? So. Ich hoffe einfach, dass sie die Brücke nicht fressen. Nein, warte zuerst. Wir müssen noch eine Döre haben. Ich hoffe einfach, die Döre macht nichts. Wenn sie das gegen abschnabulieren, dann ist der auch nicht so toll. Also. Dann. Ah, siehst du schon, wie er rumschwadert? Also, was willst du gern? Natürlich ein stabiler Rücksichtsort. Aber warum haben sie keinen Biberbau? Ein Biberbau, ich will einen Biberbau. Gibt es das nicht, Biber? Gar nicht Biber. Nein, nicht bei den Lampen. Allgemein. Aha. Ah, wie süß ist denn das? Das
muss ich jetzt heute schnell machen. Puitz! Au! Da! Hast du gesehen, ist der gut auf dem Brückli. Also. Bei denen können wir leider auch kein weiteres dazu schmeißen, oder? Das wäre noch interessant, irgendein anderes Tier dazu zu fallen. Es haben fängst 3 Tiere, he? So. Nein, jetzt schauen wir zuerst welches Tier, das wir wollen. Biber haben wir. Das nächste Tier. Welches haben wir jetzt noch? Also Biber haben wir. Der Schwanz. Der Schwarzschwanz, nicht Schwanzschwanz. Wenn wir noch das nächste Wassertier. Es sind 3 Wassertiere. Der Alligator. Aber jetzt käme eigentlich, oder jetzt kommt das nächste grössere, wette ich eigentlich. Das wäre... Der Elch ist aber auch im Wasser. Die sind fast alle im Wasser. He? Der Alligator passt nicht so dazu, aber sonst sind alle so ein bisschen wasserige Tiere. Kann man echt den Elch nicht? Nein, den Elch kannst du eh nicht, dass die Leute dazu können. Warte. Nordamerika. Was haben wir jetzt noch gehabt? Der Elch. Wir haben noch den kalifornischen Seelöwe. Aber ich denke nicht, dass bei diesem Leute rein können. Nein. Aber dann machen wir es so. Dann kommt auf einer Seite kommt der Seelöwe, auf der anderen Seite kommt das Kroki und dann kommt noch das Riesengehege mit dem... Und dann wer fehlt noch? Warte, ich muss es mal durchstreichen. Also. Also, wir haben... Oh, der Puma kommt ja auch noch. Wir haben den Biberheimer, der Schwarzheimer, der nordamerikanische. Polarfuchs fehlt noch, der Alligator fehlt noch, der Seelöwe, Puma, Elch. Also, wir machen Mississippi, Seelöwe, aber wir tun sie nicht so nebeneinander. Weil dann können wir da, wenn wir da hier Seehunde machen, also jetzt zeige ich es natürlich auf dem Bild, gell? Auf dem Bildschirm. Wenn wir jetzt hier das Seelöwe machen, dann kann man hier durch... Jetzt ist das schon erwachsen, schau. Gerade kastrieren, das Ding. Was hat er? Stress. Oh. Dann musst du halt noch immer hergehen, weil du nicht so viel gestresst bist, du Sauhund. So, Entschuldigung, du bist kein Sauhund, du bist natürlich ganz ein cooler Sieg. Also den müssen wir leider auch kastrieren. Die haben wir schon kastriert. So.
Ja, machen wir so. Also. Also, dann kommt hier Seehund. Der Seehund ist ja ein Unterwasserviech. Geht echt das? Wenn wir jetzt hier so ein Högerli machen. Weisst jetzt hier so ein Högerli? Ja, die muss jetzt noch mal so ausprobieren. Ich kann sie den Gang noch rausschneiden, wenn es der Scheiße ist. So.
So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste es nämlich gehen. Nicht lang Feder lesen, sondern einfach so husch husch. So. Gehen Sie jetzt ins Wasser. Jawohl. Hast du gesehen, kalifornische Seelöi. Ah. Schau mal, wie wunderschön. Hey. So. Ja, ja, es kommt dann gerade, Schau. Jetzt steigt das auch noch gerade und dann ist der wunderbar. Was absolut nicht geeignet. Aha. Ja, Sang, natürlich, die brauchen Sang. So, jetzt machen wir da wieder das Gelände ein bisschen höher. Mit dem Stempel natürlich wohl verstanden. He? Vielleicht das mal weniger hoch. Es ist sogar höher, aber ist ja gleich. Jetzt müssen wir jetzt erst noch schauen, ob wir die überhaupt haben. Nein, nicht mehr das, sondern... Wie heisst jetzt das Viech schon wieder? Der Mississippi Alligator, genau. Haben wir auch ein schönes Tier. Da tun wir einfach auch 2 suchen. So. Und schicken die wieder in die Quarantäne. Und bis dann sind wir sicher fertig mit dem Keg. Wie etwa Gang. So. So, jetzt dürfen ihr kommen. Alle. So. Hast du gesehen? Wird das nicht ein Träumchen? He? Da können wir nämlich gleich wieder schauen, was die brauchen. Und zwar sind das Mississippi-Alligatoren. Mississippi.
So, was wollt ihr? Gefällt euch das hier? Das gefällt denen doch schon. Super. Das sind schöne Tiere. Oh, Baby. Hallo? Hast du gesehen, wie sich das geht, der Herzig da drinnen geht verschleifen? Das ist doch aber süß. Baby! Ach, süßlich. Und jetzt kommen Elche. Also wirklich so im Schnelldurchgang. So. Das können wir jetzt wieder mit dem machen. Das sind schon grosse Tiere. He? Jetzt haben sie sicher zu wenig Platz. Ja, ganz knapp. He? Wasser haben sie genug, aber Platz ist so ein bisschen... Also. Tun wir noch ein paar Pflänzchen her. Das passt dann nicht. He? Das haben wir schon gedacht. Der hat das nicht und das nicht. Sondern der hat... Was ist jetzt das nochmal? Taiga. Taiga. Und Nordamerika haben wir doch noch drin, oder nicht? So. Hast du gesehen, wie sie so herzig im Wasser sind? Das ist sogar drin gelegen. Oh, schau mal, wie es glänzt. Richtig speckig, he? Jetzt kommen ja die nächsten Viecher noch. Jetzt sind da eigentlich noch die letzten zwei. Oder? Wenn ich mich nicht erzählt habe. Moment. Jetzt haben wir die Elche haben wir jetzt auch. Die kalifornische Seelöwe haben wir auch. Den Mississippi. Da haben wir nur noch den Polarfuchs und Puma. Da können wir jetzt gerade beide schauen. Aber dann machen wir hier noch ein grosses... Also ja, wir müssen ja natürlich nicht zusammenschmeißen, aber es gibt jetzt noch einfach... So der Hinterteil vom Zoo. Oder? Weil hier haben wir ja dann schon fast das Ende. Hast du gesehen? Das lenkt bis dahin. Aber ich denke nicht, dass wir es so riesig machen. Und vielleicht kommt ja dann noch mehr nordamerikanische Viecher. Aber eben, wie gesagt, wir jetzt mal die hier so angucken. Ausser wir wollen es einfach so vorziehen bis hier. Das können wir natürlich auch machen. Machen wir doch so. Also. Jetzt tun wir mal da die Bäume weg.
Oh, sind die schön. Jetzt natürlich noch heute ein bisschen abteilen. Dann hätten wir für das Polarfüchschen auch noch gerade etwas. Das könnten wir echt machen. Mama, Moment, wir machen das. Dann können wir nämlich den Polarfuchs sogar kaufen. Weil der Polarfuchs der braucht dann nämlich nicht so viel Platz. Wenn jetzt hinten einmal so ein riesen Keg machen, dann halten die mir alle zusammen für verrückt. Oder auch mal hier. Bei dir weiss ich es genau. Nämlich. Also, Polarfuchs. 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 Oh! Ein Dunkles. Und ein Haus. So, die können schon wieder ab ins Quarantänli. So. Müssen wir noch schauen wegen dem Puma, dass es denen gut geht. So, ich hoffe jetzt einfach, dass die nicht runterhopsen da. Überhopsen. Okay, okay. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen Angstspeise müssen machen. Jetzt habe ich schon fast gedacht, der kommt jetzt dort raus. Wo ist das andere? Hast du gesehen, die sind so winzig und ich habe so ein Riesenkeg gemacht, oder? Also, hier brauchst du ein bisschen weniger längs Gras und dafür ein bisschen mehr Herd. Und vielleicht ein bisschen Schnee. Dann machen wir doch da noch so ein Ding drin. Dass sie ein bisschen Schnee haben können. Ja, yeah, Klimaanlage. Ist doch toll, oder? Ja, das ist jetzt das erste Testvideo vom Planet Zoo. Ich tue jetzt das mal ein bisschen wegschneiden, probiere es heute noch rauszulassen, ich hoffe es klappt. Und dann schaue ich mal. Am besten,
Also ich wäre wirklich, bei diesem Video wäre ich sehr froh, Verbesserungsvorschläge und ein kleines Feedback, ob jetzt das so gut war oder nicht, weil ich denke, ich werde es auch sowieso anders machen. Aber vielleicht hat jemand eine gute Idee, wie ich es sonst noch machen könnte, aber bitte nicht von einem anderen YouTuber oder so, sondern so, wie es du gerne willst, wie es du cool fändest. Und dann, ja, nachdem, wenn ich denke, das könnte eine gute Idee sein, schau, Baby-Elch. Dann machen wir das. Ach. Ja, und damit verabschiede ich mich. Und du es jetzt gerade wegschneiden, rauslassen. Und dann bin ich gespannt, was du davon denkst. Vor allem gerade du. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten DLC. Weil ich denke, ich werde dann auch die alten nochmal durchgehen, aber eben ein bisschen anders. Das ist jetzt fängst mal so ein Testerli. Mal schauen. Also ich denke, das nächste wird nicht so. Und wenn du eine gute Idee hast, nur mal raus. Habe ich glaube schon gesagt, gell? Gut. Also, bye bye. Ciao, ciao. Und merci. Mua.